Europa am Wendepunkt. 1 Million Flüchtlinge überschritten. Oder Terror im Herzen von Europa. Europa im Werteverfall. Polizei stoppt Massenschlägerei. Schlagzeilen, die wir mittlerweile kennen. Tatsache ist, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer anderen Welt mal werden leben, als wir sie heute kennen. Europa verändert sich vor unseren Augen. Zum Beispiel mein Sohn, der jetzt in die 5. Klasse geht, als ich so alt war, bin er, da haben wir einen Ausländer in unserer Klasse. Das war der Freddy aus Spanien. Das war wie eine kleine Attraktion. Ja, seine Hautfarbe war ein bisschen dunkler. Und ich mag mich noch erinnern, dass er auch eine andere Ausdünstung hatte. Und er war auch nicht so gut im Deutsch wie ich auch. Sowieso nicht in der Schule der Held gewesen. Dann habe ich gesagt, komm zu mir heim, dann können wir miteinander üben. Es ist immer gut, wenn sich die Schwachen zusammentun. Aber wir hatten noch etwas Starkes im Boot, das war meine Mutter. Meine Mutter hat gut Deutsch können und sie hat uns da unterrichtet und nebenzu. Und uns ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben. Denn seine Eltern, Freddy seine Eltern, haben ja auch kaum Deutsch können, oder? Und er war dann unser Goalie im Fußball-Grümpelturnier. Und er war echt ein starker Goalie. Der Freddy aus Spanien. Und heute, wenn ich meinen Sohn anschaue, dann ist er als Schweizer der Exot in der Klasse. Mit ein paar wenigen Schweizer, wenn man heute die Schweiz anschaut, jede 4. Person ist Ausländer in unserem Land. Der Bevölkerungszuwachs in Europa seit 1990 machen zu 90% Menschen aus mit muslimischem Hintergrund. Ohne sie würde unsere Bevölkerung abnehmen. Viele von ihnen sind Migranten und Angst macht sich breit vor dieser schleichenden Islamisierung. Europa verändert sich vor unseren Augen. Der Kardinal Kurt Koch hat zu Ostern das Jahr gesagt, eine Gesellschaft, die Religion in den Privatbereich abdrängt, ist letztlich der Aufgabe, mit den Muslimen einen Dialog über Religion zu führen, nicht gewachsen. Weil wir in Europa den Glauben an Jesus verloren haben, haben wir auch die Sprachfähigkeit verloren, mit unseren Mitmenschen und sowieso mit Menschen, die uns fremd sind, den Glauben zu teilen. Wir sind mundtot. Wir haben uns das zum Teil auch selber zugeschrieben. Wie sieht das in deinem Leben aus? Was für einen Stellenwert hat der Glaube, das Reden über den Glauben in deinem Leben? Ist es etwas, was du nur im Privatbereich tust, im geschützten Rahmen, in der Kirche, die Heime? Und sonst ist es eigentlich tabu. Wie sieht das in deinem Leben aus? Geht es in deinem Leben darum, dass du einfach möglichst ein ruhiges Leben kannst führen kannst? Dass du deinen Garten hast, deine Blumen hast auf dem Balkon, die hoffentlich nicht vertrocknet und jetzt im Frühling dann schön blühen? Dass du am Dienstag einen Krimi schaust und am Mittwoch die Champions League und vielleicht am Wochenende noch in den Ausgang kannst gehen? Dann müssen wir uns ja dann nicht verwundern, dass wir eines Tages werden die Augen wund reiben und denken, wie hat sich nur unsere Umwelt, unser Land und Europa so schnell verändert? Wenn das unser Lebensinhalt ist. Wie können wir die Hoffnung, die meisten von uns ja können teilen und sagen, ja, Jesus ist die Hoffnung von meinem Leben. Wie können wir die dann weitergeben? Auch an Menschen, die uns vielleicht fremd sind. Eine Geschichte kann uns helfen, die Jesus erzählt hat. Voraus ist eine Begegnung gegangen von einem Gesetzeslehrer, wo Jesus eine Falle stellen wollte. Er fragt Skiheilig, Lukas 10, 25, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine super Frage. Eine Frage, die ich mir wünschte, dass ich die jeden Tag gestellt bekomme. Ja, und das ist gar nicht so fern. Glaubt mir, dass es nicht so fern ist, dass es viele Tausende von Moslems gibt in Europa, die enttäuscht sind vom Islam, die dem Islam den Rücken zukehren. Und eigentlich diese Frage, vielleicht nicht so formulieren, aber diese Frage irgendwie zuvorderst ist.
Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekommen kann? Und etwas ist mir aufgefallen, als ich da auf der Straße war, in dieser Jesus ist Aktion, dass ich auf viele, also für mich verhältnismäßig viele Muslimen gestoßen bin. Entweder sind sie stehen geblieben oder sie haben sogar eine Frage gestellt und man ist mit ihnen ins Gespräch gekommen. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Interessanterweise beantwortet Jesus die Frage ja nicht direkt, sondern nach gutjüdischer Tradition stellt er eine Gegenfrage. Was steht denn im Gesetz? Was liest dort? Und jetzt kann der Gesetzeslehrer gut glänzen. Da kennt er sich aus. Das ist ja sein Spezialgebiet. Und nebenbei bemerkt, ich finde es einfach genial, wie Jesus so einen Mann abholt. Jemand, der ihm eine Falle stellen will, da haut Jesus ihn nicht einfach in die Pfanne, sondern er gibt ihm Raum, um eine Antwort zu präsentieren. Er kann sich jetzt da vor den Leuten sein Wissen unter Beweis stellen. Und der Gesetzeslehrer antwortet ja sehr gut. Er kennt sich gut aus in diesen 613 Gesetzen vom jüdischen Gesetz, dass er den tieferen Sinn verstanden hat, das beweist seine Antwort. Vers 27, weil er zwei Gebote da verbindet, die zwei zentralen Gebote. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Und jetzt zweite noch, und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Und Jesus antwortet ganz kurz und klar, richtig, der Kandidat hat 100 Punkte. Tu das und du wirst ewig leben. Wenn das ja so eine gute Antwort ist, woher hat er das? Der erste Teil hat er aus dem Schema Israel, aus dem jüdischen Morgen- und Abendgebet, wo Gesetzeslehrer jeden Tag gebetet haben. Der zweite Teil kommt aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 17. Dort lesen wir: Hege keinen Hass gegenüber deinem Mitmenschen, räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ein paar Vers später lesen wir dann Folgendes: Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Der Fremde sollen wir so behandeln, wie wenn es einer von uns wäre. Sie sind eure nächsten Mitmenschen. Denkt daran, ihr seid auch Fremde in Ägypten. Wer hat euch befreit? Ich bin der Herr, euer Gott. Was sagt uns das im Hinblick auf unser Land, auf Europa, auf die Veränderungen, die wir spüren? Viele Menschen fühlen sich bedroht durch Flüchtlingsströme, die nach Europa kommen, von diesen Zehntausenden von Menschen, die traumatisiert sind vom Krieg, die aus ihrer Familie herausgerissen worden sind, die total aus einem anderen Kulturkreis kommen, die Sprache nicht kennen, die oft einen ganz anderen religiösen Hintergrund haben. Was passiert mit denen? Wie können wir die integrieren? Wie wird sich unsere Gesellschaft verändern? Und was passiert mit unserem Wohlstand? Angst, Unbehagen, das das auslösen kann. Und ganz entscheidend wird sein, wie wir als Christen in der Schweiz und in Europa auf die Herausforderung reagieren. Und für das müssen wir uns auseinandersetzen mit dieser Problematik, mit diesen Herausforderungen. Wir müssen uns eine Meinung bilden. Sind wir bereit, die Hoffnung, wo Jesus ist, zu teilen mit Menschen, die uns fremd sind? Oder tun wir vor lauter Angst vor schleichender Islamisierung, vor dem Wertezerfall, aus lauter Resignation den Kopf in den Sand stecken?
Maria Prean hat gesagt, fantastisch, jetzt kommen die Menschen nach Europa, wo wir jahrzehntelang gebetet haben dafür, dass sie erreicht werden mit der Botschaft von Jesus. Und was ein riesen Aufwand war, sie zu erreichen, jetzt kommen sie zu uns. Jetzt stehen sie vor unserer Tür, vor unserer Grenze. Wie denkst du über Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge kommen dir in den Sinn, wenn du in die Bibel hineinschaust? Adam und Eva, zuvorderst. Kain, Noah, Abraham, Sarah, Lot, Hagar, Isaac, Ismael, Rebekka, Jakob, Esau, Josef, alle Stämme Israels, der Mose, Ruth, Naomi, Esther, Mordechai, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Schadrach, Abednego. Alle im Alten Testament. Im Neuen Testament geht es weiter. Jesus selber war ein Flüchtling. Und eine Person habe ich vergessen. Mich selber. Die Bibel sagt, der Epheserbrief, dass auch ich ein Fremder war. Dass ich ausgestoßen war, getrennt von allem Guten, was Gott parat hat. Getrennt von seinem Volk. Und dass ich keinen Zugang habe zu Gott, bis Jesus mich aufgenommen hat. Und das hat ihm so richtig alles gekostet. Dass er mich adoptieren konnte als sein Kind, das hat Jesus sein Leben gekostet. Dort lesen wir Epheser 2, 12. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Ja, das ist der Zustand von einem Flüchtling. Doch Jesus hat mir ein neues Bürgerrecht, eine neue Heimat verschafft im Himmel. Aber weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Weil Jesus sein Leben gelassen hat, bist du nicht mehr ein Fremder. Bist du nicht mehr ein Flüchtling, sondern du bist adoptiert in die Familie. In die Familie von Jesus. Jesus ist die Hoffnung für Europa. Und dann, Vers 14, fährt Paulus weiter. Durch Christus haben wir Frieden. Er alleine verschafft Frieden zwischen den Nationen in Europa. Wo Juden und Nichtjuden, also die Nationen, können in einer Gemeinde vereint, verschiedene Gemeinden, aber vereint in Jesus, in diesem Geist, können Frieden finden. Europa braucht Jesus. Jesus alleine kann Frieden schenken. Kein Entwicklungsprogramm letztlich, sondern Jesus alleine. Und darum braucht es die Gemeinde Jesu. Darum braucht es dich und mich und jeden Christ in Europa, der auf die Hinterbeine steht und bereit ist, die Hoffnung, die in ihm lebt, zu teilen. Mit Menschen, die hier ankommen, die uns fremd sind. Zurück zum Gesetzeslehrer, der so gut geantwortet hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einerseits ein bisschen geschmeichelt war, auf der anderen Seite war er vielleicht auch ein bisschen verärgert. Denn er hat ja Jesus eine Falle stellen. Und jetzt findet er sich selber herausgefordert von Jesus. Tu das und du wirst ewig leben. Aha. Und auf das aber gibt sich der Gesetzeslehrer nicht zufrieden, sondern er fragt dann, wer ist mein Nächster? Wer gehört denn zu meinen Mitmenschen? Wie ist das gemeint? Um diese Frage herum ist im Judentum, zur Zeit von Jesus und auch später, heftig diskutiert worden. Ist jeder Fremde ein Nächster? Die einen haben argumentiert, nur Fremde, die wirklich radikal konvertieren zum Judentum und sich innerhalb von 12 Monaten beschneiden lassen, die sind wirklich Fremde, die man nachher eben so lieben wie einem selber. Und alle anderen, die das nicht können, das nicht wollen, noch nicht so weit sind, die stoßen wir aus. Das sind Fremde,
da hat man keine Verpflichtung. So hat zum Beispiel der Rabbi Josef ben Jehuda gesagt, wenn ein Fremdling auch nur das kleinste Wörtchen von den Satzungen der Schriftgelehrten nicht auf sich nimmt, dann nimmt man ihn nicht auf. Versteht ihr? Wenn er nur das kleinste Wörtchen von den Satzungen der Schriftgelehrten nicht auf sich nimmt, dann stoßen wir ihn aus. Dann haben wir keine Verpflichtung dem gegenüber. Dann soll er abfahren. Dann können wir ihn vernachlässigen. Dann ist es einer, den wir ausstoßen müssen. Das erinnert uns vielleicht an die Thematik, wer ist ein richtiger Flüchtling und wer ist ein falscher Flüchtling. Welche Flüchtlinge dürfen da bleiben, welche sollen wieder heimgehen. Und Jesus doppelt dann mit einer Geschichte nach. Ein Mann, der fröhlich vor sich her sang, wanderte von Jerusalem nach Jericho hinunter. Er war zufrieden mit sich selbst, tat niemand etwas zuleid. Nein, sicher nicht. Doch in diesem Augenblick ein Schlag ins Genick. Von hinten kam ein Räuber, eine Faust ins Gesicht. Quick mit einem Trick wollte sich wehren, doch 6 gegen 1, er hatte keine Chance. Er wurde blass, verlor das Bewusstsein, schlugen auf ihn ein. Blut überströmt, brachen sie ein Bein, ließen ihn liegen. Halb tot. Ein Pfarrer kam vorbei. Er sah den Mann halb tot da liegen. Ignorieren, dachte der soll doch krepieren, ich mache mir nichts draus. Sieht ja keine Laus. Ich gehe einfach weiter, mache einen weiten Bogen stumm um ihn herum, um den Halbtoten. Da kam ein Christ, dachte von sich gut. In mir ist keine List. Auch er sah den Halbtoten am Straßenrand. Stellte sich cool wie eine blinde Kuh, blieb nicht stehen, ging vorbei, kein Augenschein, ließ ihn liegen, links liegen, allein. Schwein gehabt. Da kam noch einer, ein Fremder, ein Ausländer. Der hilft mir doch nicht, sagte sich leise. Doch gerade dieser half ihm gern, verband seine Wunden, brachte ihn zum nächsten Gasthof. Nächsten Morgen in dem Vorhof sagte der Fremde, der Ausländer, ich muss weiterziehen, doch hier ist Geld für diesen Mann, den ich da fand, pflegt ihn gesund. Beim Weg zurück komme ich nach, zahl nach, was muss sein. Die Frage, die hier Jesus stellte, wer wohl richtig gehandelt hat zum Wohl des Verletzten am Straßenrand. Und wenn Jesus die Geschichte ja heute erzählen, dann wäre es ein Schweizer, der unter die Räuber fallen würde, der zum Opfer würde werden. Und es wäre vielleicht ein Kosovo-Albaner, ein Vorbestrafter, ein muslimischer Flüchtling, der sich um den Verletzten kümmern. Wie beantwortet Jesus die Frage, wer ist mein Nächster? Welche Bedingungen muss ein Fremder erfüllen, dass er mein Nächster werden darf? Muss er ein Kriegsflüchtling sein, der sein Leben bedroht ist? Muss er ein Christ sein? Die Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster, liegt nicht so sehr im Gegenüber, sondern die Antwort liegt in dir selber. Jesus kehrt die Frage wie um in dieser Geschichte, indem dass der ausgeschlossene Fremde, der Samariter, das war ein verachtetes Volk damals von den Juden, dass er so einen ausgestoßenen Fremden selber zum Handelnden wird, der am nächsten hilft, fragt Jesus eigentlich nicht so sehr, wer ist mein Nächster, sondern für wen bin ich der Nächste? Für wen bist du bereit, der Nächste zu sein? Der Nächste zu werden? Wende ich mich den Personen zu, die nur in Not sind, wo mir passen? Wende ich mich Personen zu, die auch anders sind? Übertreibe in unsere Zeit, wende ich mich Personen zu, auch wenn es ein Islamist ist, der aber zu essen braucht. Ist denn das auch mein Nächster? Oder schließe ich den aus und sage, ja, der tut meine Bedingungen nicht erfüllen. An dem gehe ich vorbei. In dieser Geschichte wird der verachtete Samariter zum Vorbild.
Jesus fordert den Gesetzeslehrer auf, dann geh und folge seinem Beispiel. Und das ist so dicke Post für den Schriftgelehrten, wo der Samariter verachtet tut, dass er nichts mehr sagt. Nichts mehr erwidern kann. Dass ihm das Maul offen bleibt, die Spucke wegbleibt und dass er weggeht, weil sein Herz ist entlarvt. Und kann es sein, heute Morgen auch, dass Gott auch dein und mein Herz ein bisschen entlarvt. Deine Vorurteile vielleicht gegenüber Andersgläubigen ans Licht bringt. Vielleicht kommt auch Unsicherheit und Angst in deinem Herzen hervor, wenn du denkst an Europa, wie sich das verändert, was für Herausforderungen auf uns, auf unsere Kinder einmal werden einprasseln. Vielleicht offenbart Gott auch einen Unglauben, dass du denkst, ja, das hat ja gar keinen Sinn mehr. Man kann den Lauf der Zeit nicht aufhalten. Man kann das Rad nicht retour drehen. Vielleicht kommt auch ein Stück Bequemlichkeit hervor in deinem Herzen, dass du sagst, ja, was kann ich schon tun? Ich bin froh, wenn ich meinen Glauben einfach kann normal leben und wenn ich meine Stelle habe und dort an meinem Geschäft Ruhe und Ordnung habe und ich einfach so mein Christsein leben kann. Wisst ihr, mit dem ist es nicht getan. Mit dem geht Europa bergab. Und darum braucht es jedes von uns. Und fordert Jesus uns auch raus. Wir können nicht bestimmen, wer unser Nächster ist. Wir können nicht auswählen. Wir können auch schwer bestimmen, wie Europa in 10, 20 Jahren wird aussehen. Was wir aber können, wir können aufstehen und sagen, ich möchte Sprachrohr sein für Jesus. Ich möchte die Hoffnung austragen. Und zwar nicht warten, bis irgendjemand mal fragt, sondern ich möchte auch lernen, über den Glauben zu reden. Ich möchte den Glauben weitergeben. Für wen bist du der Nächste? Die NZZ hat im Februar dieses Jahr eine Serie gemacht über Migration. Und im 5. Teil schreibt der Autor, die Willkommenskultur fragt nicht primär danach, wer zu uns kommen darf und wer nicht, sondern stellt fest, wer da ist. Die Integrationsarbeit bemüht sich um das Gelingen des Zusammenlebens und die gemeinsame Gestaltung der Zukunft. Und für die gemeinsame Gestaltung von der Zukunft von der Schweiz, von unseren Nachbarländern, braucht es die Gemeinde Jesu. Braucht es dich und mich. Und braucht es, dass wir unseren Glauben wieder austragen können. Vielleicht wieder ganz neu. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter spielt sich live vor unseren Augen ab. Und es braucht Menschen, die bereit sind, ihre Hoffnung wieder zu teilen. Die bereit sind, am Strassenrand zu halten und ihre Hände schmutzig zu machen. Die bereit sind, ihre Zeit zu opfern. Die bereit sind, über ihren Schatten zu springen und zu sagen, gut, dann versuche ich einmal, irgendwie die Botschaft weiterzugeben. Es gibt heute so viele kreative Möglichkeiten, wie noch nie in der Geschichte, wie man die Botschaft von Jesus weitertragen kann. Es ist nicht nur alles verbal. Man kann das mit einem T-Shirt machen, man kann das mit einem Armbändchen machen. Es gibt x Möglichkeiten. Sind wir bereit? Bist du bereit, wieder neu ein Sprachrohr zu werden für Jesus? Für wen willst du der Nächste sein? Und die Hoffnung von Jesus ihm weitergeben?